Staunen bringt, weil Gott uns auch immer wieder zum Staunen bringt. Und das Experiment startet jetzt. Piu. Muss man natürlich noch andere Kleider, genau, zack, so dass sie nicht dreckig werden. Hopp. Und jeder Professor hat noch ein kleines Schudo auf dem Kopf, genau, so. Alle nachmachen daheim, gell? Gut, also, wir haben hier 2 Gläser mit Wasser drin. Und dann haben wir hier 3 Eier. Wir brauchen aber 2. Gut, wir tun die 2 Eier gleichzeitig ins Wasser rein. Krass! Also eins ist zack runter und eins ist im Schwimmen. Das ist ja auch komisch. Weiss irgendjemand von euch daheim, wieso? Ich weiss es. Okay, da hat Salz drin und da ist kein Salz drin. Salz macht einen Unterschied. Das steht schon in der Bibel so. Und genau so kannst du Salz und Licht sein daheim, indem du einem Grossi anrufst und ihm einfach mal Hallo sagst, einen Witz erzählst, dass alle lachen müssen oder irgendeine Zeichnung machst. Und das kannst genau du jetzt in dieser Zeit auch machen. Du bist Salz und du bist Licht. Und jetzt zählen alle ganz laut auf 10. Ich gehe aus dem Bild und dann kommt irgendjemand anderes ins Bild. Tschüss zusammen. Ja, hallo miteinander. Ich habe mich mega gefreut, weil ich darf euch heute eine Geschichte erzählen. Und zwar von einem Grossi und seinem Bub, der heisst Levi. Also gut zuhören. Das Grossi hockt in der Stube und dann geht die Tür auf. Und der Levi kommt rein und sagt, Ma Grossi, mir ist so langweilig. Kannst du mir eine Räubergeschichte erzählen? Das Grossi hat gedacht, eine Räubergeschichte. Okay, los Levi, ich kenne nur eine einzige Räubergeschichte, aber die erzähle ich dir gerne. Und der Levi kuschelt sich ganz nach zum Grossi her. Also, einmal vor langer Zeit läuft ein Mann mit seinem Esel durch ein Tal. Auf dem Esel hat es mega viel Gepäck. Säcke und Koffer. Und in einem Sack waren noch so kleine Goldstückchen versteckt. So läuft ein Mann durch das Tal. Und plötzlich, ihr glaubt es nicht, von den Hügeln runter kommen Räuber und überfallen den Mann. Sie schlagen auf ihn ein, schreissen Kleider vom Leib, sodass er nur noch die Unterhosen hatte. Und sie nehmen die Säcke mit dem Gold und sie nehmen die Koffer und rennen davon. Der Mann ist von Schreck umgekehrt, hat seinen Kopf noch angeschlagen, hat blutet und das Bein hat ihm Hände weh. Er musste ein bisschen rennen. Plötzlich kommt der Mann daher. Der sieht der Mann dort und der Verletzte ruft, Hilfe, Hilfe, könnt ihr mir helfen? Der Mann hat die Kehlenwelle, schaut einfach so über, dreht den Kopf in die andere Richtung und läuft weiter. Aber hätte es damit nicht helfen können? Ein zweiter Mann kommt. Und der läuft, sieht der Mann, dreht den Kopf in die andere Richtung und läuft weiter. Er muss nämlich in die Kille. Ich glaube es ja nicht. Mein Kopf tut mir so weh, mein Bein. Was soll ich auch noch mal machen? Da kommt plötzlich noch ein anderer Mann. Der scheint nicht so gestresst zu sein. Der kommt mit seinem Esel und von weitem
denkt der Verletzte, hoffentlich haltet der bei mir an. Hilfe, Hilfe, ruft er. Und der Mann tatsächlich haltet an, steigt vor seinem Esel und sagt, was ist jetzt auch da passiert? Ja, Räuber haben mich überfallen. Oh nein, sagt er, der blutet ja da am Kopf und am Bein. Und ihr seid da noch in den Unterhosen. Er hat ihm mal sein Hemd angelegt, hat ihn auf den Esel geladen und hat ihn mitgenommen in die nächste Herberge. Und dort, wisst ihr was, hat er mir gesagt, er soll zu ihm schauen. Er hat ihm gesagt, er soll ihn gut pflegen. Er hat ihm sogar Geld gegeben, damit er gut versorgt ist. Das Grossi hat gesagt, weisst du was, Levi? Diese Geschichte steht in der Bibel. Und Jesus will uns mit dieser Geschichte sagen, dass wir einfach helfen sollen. Dort, wo wir können und mit dem, was wir können, mit den Gaben, die wir haben. Mega cool. Und wisst ihr was? Der Klon vorhin hat es auch schon gesagt. Im Moment sind ja mega viele alte Leute im Spital oder auch kranke Leute, die im Spital sind. Und weil die keinen Besuch dürfen und nicht einmal raus dürfen, habe ich gedacht, ihr könntet wirklich in der nächsten Woche eine Zeichnung machen und die mir schicken. Nämlich gerade an diese Adresse. An diese Adresse oder die Adresse findet ihr auch im Wiener-Büchli oder auf der Wiener Homepage. Ich freue mich. Gut, ich bin gespannt, weil ich nehme nämlich die Zeichnungen dann mit. Weil ich arbeite im Spital, in einem Krankenheim und dann werde ich die verteilen an alle Pflegepersonen oder an die Leute, die ich sehe. Und wenn ihr sie nicht mir schicken wollt, dann könnt ihr sie vielleicht auch in der Straße oder in eurem Quartier einfach in einen Briefkasten abladen, wo ihr wisst, da ist jemand, der vielleicht daheim arbeiten muss oder einfach sonst nicht raus darf, weil er schon älter ist. Also mega cool. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Kinder-Livestreamer.
Herzlich willkommen zum zweiten Livestream-Gottesdienst von Vineyard Bern. Und zwar sind wir heute gerade live aus der Vineyard Bern Stube. Schaut mal schnell um. Wunderschön. Mehrere Leute zusammen haben in 2 Tagen diese Stube hier designt und gemacht, dass wir von Stube, Wohnzimmer zu Wohnzimmer zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ich habe schon gesehen, der David, also Grebasch sind da, die hocken sonst neben mir. Oder der Martin hat sich eingeschaltet, Bühlmann. Oder Fröhlich sind dabei, habe ich gesehen. Das kann man hier sehen beim YouTube-Chat. Unter den Kommentaren. Das ist nämlich eine super Möglichkeit, dass wir nicht nur vor dem Fernsehen sitzen, sondern du kannst wirklich auch aktiv dabei sein. Du kannst im YouTube-Chat, du musst dich zuerst einloggen, nachher kannst du schreiben, du kannst Fragen schreiben, du kannst schreiben, «Hallo, ich bin auch hier». Das ist mega ermutigend zu sehen, wer alles heute dabei ist. Auch über Instagram, #Livestream VB, kannst du zum Beispiel posten, wie es bei dir daheim aussieht, gerade in deinem Gottesdienst, Wohnzimmer. Und so können wir wie miteinander teilhaben, was im Moment gerade bei dir und bei uns läuft. Ja, es war eine spezielle Woche. Vor einer Woche war noch vieles anders. Und darum haben wir auch spezielle Gottesdienste, eben heute, wie ich schon gesagt habe, Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Wir hatten gerade vor dem Gottesdienst einen kurzen Livestream für Kinder gehabt. Und vielleicht kann man schnell noch mal zeigen. Wir haben ein kleines Experiment gehabt. Vielleicht habt ihr das gesehen, es sind 2 Eier in einem Glas, eins schwimmt und eins ist gesunken. Und wir haben die Kinder gefragt, wie kann das sein? Das ist erstaunlich. Man sieht gar keinen Unterschied. Aber in dem Glas, das Ei schwimmt, ist eben Salz drin. Und das ist genau das, was auch die Bibel uns sagt. Wir sollen Salz und Licht sein. Und ich glaube, nicht anders in dieser Zeit, dass wir Salz und Licht sein können, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir ermutigen können, dass wir Hoffnung verbreiten können, den Menschen, die wir Kontakt haben und so wirklich das zum Leben kommt, was die Bibel sagt über uns und Gott für uns ist und wir können für andere Menschen Salz und Licht sein. Ja, die Frage ist, wie wir das Gemeindeleben in dieser Zeit pflegen. Wie machen wir das? Wie sieht das aus? Wir werden uns längere Zeit nicht mehr physisch sehen, 1:1, von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr richtig umarmen. Und gleich gibt es Möglichkeiten, dass wir miteinander verbunden sind. Eine Frau aus der Vineyard hat uns diese Woche geschrieben und dankt, dass sie von verschiedenen Leuten aus der Vineyard Bern eine Karte hat bekommen, handgeschrieben, einen Anruf oder ein SMS. Und das hat mich unglaublich gefreut, als ich das gehört habe. Weil danke, dass du dich kümmerst. Du bist ganz ein wichtiger Teil des Gemeindelebens. Dazu sehen wir uns jeden Sonntag um 5 Uhr auf der einen Seite im Livestream im Gottesdienst, um 4:45 Uhr eben mit einem Beitrag für die Wingkids, das ist auch richtig cool. Und dann planen wir ab morgen jeweils am Morgen um 9 Uhr einen kurzen Tagesimpuls zu geben, um miteinander einfach aus dem Segen von seiner Gegenwart heraus zu starten. Du kannst diesen Tagesimpuls auch auf dem YouTube-Channel jeweils finden. Und auch wenn wir uns nur virtuell treffen können, sind natürlich eben noch die Gemeinschaften ein ganz wichtiger Teil. Und es gibt Kleingruppen, Hauskreise, Communities, die sich teilweise online treffen, irgendwie in einer Webkonferenz. Andere treffen sich per Telefon. Und Dritte schreiben einfach in einem WhatsApp-Chat miteinander schreiben. Wenn du eben bereit bist, selber eine Kleingruppe zu starten, oder wenn du Hilfe brauchst, hey, wie könnt ihr das online machen, oder aber Teil einer Gruppe möchtest werden, dann melde dich unbedingt bei uns bei der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und gleichzeitig, wenn du Seelsorge brauchst, wenn du ein Gespräch brauchst, dann erreichst du uns täglich von 9 bis 12 und von 2 bis 5 auf der Hotline zur Vermittlung von einem Seelsorge-Gebetsanruf. Von da ist die Nummer eingeblendet. Außerhalb von diesen Zeiten ist das Telefon nicht betreut, aber wir haben einen Anrufbeantworter, der regelmässig abgelost wird, so dass du auch schnell zu einem Gespräch kommst. Und dann gibt es natürlich in der aktuellen Situation immer Menschen, die durch die Notlage auch finanziell in eine schwierige Lage kommen. Sei es selbstständig Erwerbende, Studenten, Künstler. Und wir haben uns gesagt, dass wir einen Fonds anfangen, um Menschen ganz unbürokratisch und schnell zu helfen. Wenn du in der letzten Zeit, in den letzten Wochen eben durch die Massnahmen
finanziell richtig in grosse Not gekommen bist, dann melde dich und du siehst vorne, wo du das machen kannst, dass wir dir dort hier helfen können. Ja, und zu guter Letzt, bevor wir dann mit einem Gebet auch weitergehen, danke dir einfach für dein Mittragen. Dass du zusammenstehst, dass du beiträgst, dass wir Gott suchen können, zusammenstehen und einfach einander in dieser Zeit stärken können. Wenn du Leute anrufst, wenn du dich meldest bei anderen, aber genauso auch, indem du einfach finanziell mitträgst. Gerade in dieser Zeit sind auch wir natürlich auf Unterstützung angewiesen als Vineyard Bern. Und ich danke einfach den Hunderten von Menschen, die finanziell mittragen und durch das alles, was wir machen, überhaupt erst möglich machen. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir beten doch zum Start. Ich bitte euch alle aufzustehen. Hier ist ein kleines Team vom Livestream. Wir uns ganz schön probieren, an die Regeln zu halten, dass wir wirklich wenig Leute hier haben. Aber aufstehen könnt ihr auch daheim im Wohnzimmer. Und darum steht ihr doch auf und wir beten zum Start. Hey Jesus, danke für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Jeder an seinem gewohnten Ort. Und gleich bist du mitten unter uns. Weil du bist nicht ein Gott, der an einem Ort wohnt, sondern du bist ein Gott, der mitten unter uns wohnt. Dort, wo 2 und 3 zusammen sind. Und wir können auch so zusammen sein über Distanz. Und so bitte ich dich, dass du mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, einfach jetzt kommst in jedes Wohnzimmer, wo hier jetzt das schaut und dabei ist, und dass du uns segnest und dass wir berührt dürfen sein von deiner Nähe. Amen. Amen. Und bevor wir jetzt zu der Anbetungszeit kommen, lese ich den Psalm 112, wo wir nach dem Worship noch ein paar Gedanken darüber hören. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und ihre gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen hell. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Gut hat es, wer großzügig immer erinnern. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Knirschen wird er mit seinen Zähnen vor Zorn. Denn was die Gottlosen hoffen, das vergeht. Und jetzt lasst uns aufstehen für die Zeit der Anbetung. Hallo zusammen, ich habe mich mal gefreut, heute mit Mux zusammen hierher zu kommen für Anbetungszeit. Ich weiß nicht, wie es ist, letzte Woche, als bei dir ist abgegangen, in Gedanken, habe ich gefreut, dass ich mal mehr Ruhe haben, manchmal bei Gedanken um die Wirtschaftssituation oder um die Lage, die wir drinnen schon gemacht haben. Und ich habe gemerkt, seitdem hat es mir einfach so geholfen, Gott anzubeten. Wir aktivieren unsere Sicht über Situationen und die Sicht unserer Lege einfach auf ihn. Und darum möchte ich dich einladen, dass wir jetzt Gott anbeten, ihm ergeben und ihm einfach unser ganzes Sein wieder auf ihn ausgerichtet wird. Ja, Herr, wir wollen dich beten, weil es so gut ist, weil du einfach gross bist, weil du Wort bist. Wir wollen Weg auf dich und richten und auf deine Möglichkeiten. Heilig, heilig, Gott allmächtig, in allem souverän. Gerecht heilig, 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 Gott allmächtig, in allem souverän. Das bist du. Gerecht heilig, gesalbt in allem souverän. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Heilig, 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 Gott allmächtig, in allem souverän. Gerechter König, gesalbt in allem souverän. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja,
singen Halleluja, Halleluja, adore dir. Wir singen Halleluja, Halleluja, adore dir. I allem souverän, gemeinsam mit den Himmels Herr, wollen wir dich verehren. Das bist du gemeinsam, gemeinsam mit den Himmels Herr, wollen wir dich verehren. Herr, herrlich wie kein anderer, das bist du. Wir singen Halleluja, Halleluja, adore dir. Wir singen Halleluja, Halleluja, adore dir. Wir singen Halleluja, Halleluja. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name.
worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, and still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Let's bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. I worship your holy name. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance
from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. No, no, no. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage, and we're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Let us sing. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child. You split the sea for us, God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Lass uns das nochmal singen. And I'm no longer a slave to fear. No, no, no. Yes, I am a child of God, full of faith. Yes, I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God.
Ja, Vater, wir sind deine Kinder. Wir sind nicht vor Angst bestimmt, sondern von der Liebe zu dir und vom Wissen, dass wir in deinen Armen eingebettet sind, dass wir umgeben sind von deiner Gegenwart. Und dass nichts uns trennen kann von dir und von deiner Liebe und von deiner Gegenwart, Herr. Merci, dass du einfach der Gott bist, der für immer besteht. Für immer besteht. Amen. So viel durchkreuzt meine Gedanken in diesen Tagen. Unheil, Fürchte, Sorgen, sogar gefüllte Panzerwagen. Ich wünschte mir, das alles würde andere plagen. Das Chaos meiner Gedanken, zerplatzte Blasen. Dabei plagt es uns alle, auch andere, was die Wahrheit ist. Und die andere Wahrheit ist, ich bin ein einfacher Egoist. Die isst mich auf, wie ich Teller Spaghetti esse, besser gesagt Spaghetti in mich hineinfresse. Da wundere mich ich, dass ich nicht auch noch den Teller esse. So gierig komme ich mir manchmal vor. Schaue ich mal kurz über den Tellerrand, da sehne ich mich mit Leuten, Freunden oder der Familie zusammen. Aber doch nur zusammen, alleine zusammen. Und ich stehe nicht hier, weil alles einfach ist, sondern weil kompliziert manchmal richtig kompliziert ist. Naja, sein kann. Ihr merkt es ja, Mann. Zumindest kompliziert war. Gut, so wird das nichts. Ich erzähle euch ein paar Beispiele. Unbeschwerter etwas. Ja, nicht gleich wie Brettspiele. Aber hört selbst. Kürzlich, das war so um die Mittagszeit, vor unserem Küchenfenster, man muss wissen, wir wohnen im Erdgeschoss, haben da eine Bank neben der Tür, also da vor der Küche. Die Bank also ist etwas wackelig, weil die ist ja schon alt, die Bank, die ist älter und rostig, aber Achtung, deswegen nicht schrottig. Also eben um die Mittagszeit fläzt sich doch so eine alte Dame vor das Fenster und macht sich da richtig breit. Direkt vor unserer Küche, da wo ich immer meine Spaghetti esse, und die Frau breitet jetzt da ihr Mittag aus. Diese Frau hatte nicht gefragt. Und meine Gedanken rasen hinter 100 Hasen her und werden schlimmer, aber auch schneller. Und jetzt will ich da raus vor die Tür und dieser Frau einfach nur meine Meinung sagen. Da sehe ich eine Flasche Wasser. Ich denke an ein Glas und denke, bring es ihr sofort. Ja, wirklich wie aus heiterem Himmel. Denke jetzt nicht zurück, sondern nehme jetzt die Flasche, das Glas, gehe da raus, mache die Tür auf und sage völlig erschöpft und erleichtert, guten Tag, möchten Sie ein Glas Wasser? Reiche es ihr, die Frau schaut überrascht zu mir, aber nimmt dankend an. Ja, Segen kann nicht immer nur groß, sondern Segen darf auch mal kleiner sein. Segen an sich unterscheidet nicht nach wichtig oder nichtig. Ja, klingt vielleicht banal, aber Segen ist immer richtig. Ein Beispiel noch, jetzt direkt aus dem Job. Mein Kollege, ja, der steht kurz vor der Pensionierung. Vieles von dem, was ihr wisst schon. Ja, richtig, das mache ich jetzt. Und ich verzichte damit auf meine wertvolle Zeit, weil ich, arme Wurst, wir könnten auch sagen, Servela, arme Servela, also ich muss ja immer mehr machen jetzt und sein Zeugs mitbeschaffen. Okay, das ist das eine. Das andere noch das Gejammer. Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich mich vorher pensionieren lassen. In meiner Zeit, ja, da gab es noch Umdruckmatrizen, keine Kopierer, keine Handyfritzen. Und ich denke so, Fritzbox. Das ist eine Fritzbox. Und was ist überhaupt eine Umdruckmatrize? Was ich jetzt brauche, ist eine Fricken-Beruhigungsspritze. Ja, da hat es mich wieder voll erwischt. Geht es denn hier wirklich um mich? Ich, mich, mein. Dabei will ich einfach Segen sein. Nun,
Ende von der Geschichte, jetzt saß ich gestern im Homeoffice, im Team oder Conf-Call, nahm ihn, so wie er es sich wünschte, bei der Hand und wir kamen zu zweit fast eine Handbreit, aber immerhin ein Stück weit. Dabei lernte ich noch was. So teilte ich nämlich meinen Bildschirm mit ihm und habe ihm sogar noch die Steuerung meines Bildschirms geliehen. Und noch ein letztes. Der Nachbar, der sich vor einem halben Jahr circa, ja so lange ist das her, über unseren Kinderwagen im Treppenhaus beschwerte, und zwar sehr, jedoch gar nicht mal bei mir oder bei meiner Frau, sondern bei meiner Schwiegermutter, der immer mit seinem Peloton in der Stube virtuelle Runden auf der Stelle dreht, ja genau der. Ich meine, wir haben es ja mit allen und allem gut im Haus, aber dieser Typ ist wirklich eine Art Menschengraus. Halbes Jahr, nur zähe Blicke und wenig freundliche Grüße. Roman, bleib ruhig, riskier jetzt keine dicke Lippe. Und tschack, gestern. Ich stehe am Fenster, schaue langsam wie in einen modernen Western. Mein Sohn lag parallel auf der Wickeltruhe, hatte zum Glück gute Laune und ließ mich in Ruhe am Fenster stehen, weil ich denke, da ist ein anderer Nachbar. Der, dessen Bund ich immer lese, habe ja jetzt Lesebedarf, weil der ja jetzt beim Bund oder bei der Berner Zeitung schafft. Und dafür gestern als Geste der Erkenntlichkeit von mir ein Bier, ja auch hier, ich trinke mal ein Bier. Jedenfalls der ist noch jung und liest alles jetzt digital. Aber der war es eben nicht, sondern richtig, es war der Nachbar. Eben wie in einem modernen Western. Schaute mich mit halb zugekniffenen Augen John Wayne-mäßig an, grüßt, ich zurück, ein Hallo, es klang wohl eher wie ein Wort, dessen letzter Buchstabe am Ende auch mit O. Und in dem modernen Western wäre es jetzt auch wieder vorbei. So nach dem Motto gequältes Lächeln und Fenster schnell wieder zu, mein Junge braucht jetzt Zuwendung, aber, und aber steht fett gedruckt und groß, wie von Geisterhand öffne ich meinen Mund und höre mich sowas sagen wie, hey, hast du gesehen, der Kinderwagen steht nicht mehr so im Treppenhaus, weil jetzt ist Frühling und wir sind, also ich meine, wenn wir könnten, wären wir oft raus. Seine Miene klart sich plötzlich auf, wir beginnen eine Unterhaltung, ganz freundlich, er ist jetzt happy, mit dem richtigen Velo kann er immer raus. Und über den Beruf reden wir, was wir machen, ist ähnlich und ich werde beinahe emotional, wenn ich nur daran denke. Irgendwann sage ich authentisch und ehrlich, mein Sohn, der liegt da auf dem Wickeltisch, ich muss zurück, der wartet auf mich. Wir wünschen uns gute Gesundheit, wie man das heutzutage häufiger so macht. Mein Sohn lächelt mich an, ich lächle zurück, aber es bleibt. Ich bin ein Sünder, weil ein Egoist. Aber ein Egoist, in dem auch Jesus ist. Und weil Jesus Leben ist, der aus Kaputtem Heiles macht, habe ich Hoffnung, dass aus dem Übel Gesundes erwacht. In der Krise, in der scheinbar alles zusammenfällt, ist er der Held, der uns alle zusammenhält. Lasst uns einfach Segen sein und wir werden gesegnet sein. Be blessed. Vielen Dank. Merci vielmals, Roman. Sagen Sie, in diesen Tagen wird unser Leben auf den Kopf gestellt. Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass ein Virus das ganze Leben in Europa lahmlegen kann? Dass die Schüler daheim bleiben und ich daheim unterrichten mit meiner Frau? Wer hätte gedacht, dass man sich nur noch zu fünft treffen öffentlich oder dass ganz viele selbstständige Erwerbende oder KMUs richtig bedroht werden, ihre Existenz. Und die Börsenkurse in der kürzesten Zeit weltweit um etwa ein Drittel fallen. Was wir heute brauchen, ist eine begründete Hoffnung und Perspektive. Und darum rede ich heute über den Psalm 112. Der Psalm 112 erklärt uns in poetischer Art und Weise den Weg zum Glück. Poetisch darum, weil ich zu einem glücklichen Leben. Der Psalm, das ist eine Sammlung von Verheißungen. Aber nicht nur von Verheißungen von einem schönen, guten Leben, von Zeiten vom Segen, sondern nimmt genauso Herausforderungen auf. Und er zeigt uns, wie wir in schwierigen Umständen dankbar und glücklich bleiben können. Und darum lasst uns zum Anfang mal darüber nachdenken. Dort, wo du bist, was macht dich glücklich? Woher erwartest du dein Glück?
Ich lasse Zeit zum Überlegen, gell? Hören wir, was der Psalm da dazu zu sagen hat. Halleluja! Das heißt so viel wie Lobe den Herrn. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Der erste Vers ist in diesem Psalm zentral. Er beschreibt die Ehrfurcht vor Gott als die Wurzel von unserem Glück oder als Schlüssel oder Motor von unserer Zufriedenheit. Ehrfurcht heisst so viel wie Hochachtung und Respekt zu haben vor jemandem. Und stell dir doch das praktisch vor, wenn der Roger Federer irgendwo in einer Stadt auftaucht, dann werden sich alle Menschen um ihn sammeln. Jeder will ihn sehen. Und wenn er etwas anfängt zu sagen, dann wird es ruhig, weil jeder will hören, was der Roger Federer zu sagen hat. Das ist Ehrfurcht. Wenn ich Ehrfurcht vor einer Person habe oder vor einer Sache, erkenne ich ihre Bedeutung und gebe ihr Gewicht. Und der Psalm sagt uns, wenn du wirklich glücklich sein willst, frag, was Gott dir zu sagen hat. Und freue dich an seinen Gebot. Jetzt, wer freut sich schon an Gebot? Gebote sind normalerweise mit einer Einschränkung verbunden. Aber in der aktuellen Situation können wir die Bedeutung von solchen Geboten sehr gut erkennen. Es macht für uns Sinn, dass der Bundesrat eine absolute Notlage ausgerufen hat. Dass eben Treffen mit 5 und mehr Leuten verboten sind. Dass wir daheim bleiben sollen. Dass Geschäfte zugegangen sind. Das können wir in dieser Situation uns sehr gut vorstellen. Ja, es ist eine Einschränkung von unserer Freiheit. Aber wir wissen genau, dass es unserem Besten dient. Und darum halten wir uns auch dran. Und genau gleich ist es so mit den Geboten in der Bibel. Gott hat den Israeliten Gebot gegeben, um ihr Zusammenleben zu ordnen, dass sie harmonisch und gut miteinander leben können und um ihr Glück sicherzustellen. Und darum heisst sie in diesem Psalm sozusagen, wenn du glücklich sein willst, dann frag, was Gott dir zu sagen hat. Weil dein Wohl ist ihm wichtig. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Und dann beschreibt der Psalm, welche Frucht aus dieser Ehrfurcht vor Gott herauswächst. Vers 2. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und seine gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Die Verheißung gefällt mir. Wenn du Gott achtest, heisst das, dann musst du nicht mehr einfach nur für dich selber schauen und um deinen eigenen Gewinn besorgt sein, sondern vielmehr hast du einen positiven Einfluss, weit über dein eigenes Leben hinaus. Ja, nämlich auf die nächste Generation, auf deine Kinder. Macht und Ansehen ist hier eine Beschreibung für grosse Kämpfer, die Ansehen hatten im ganzen Volk. Mit anderen Worten heisst das, deine Kinder werden stark. Das ist nachhaltig. Das ist die erste Verheißung. Die zweite, selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Was für eine Verheißung das ist. Das heisst nicht, dass in deinem Leben immer alles rund wird laufen, eben gerade nicht. Du wirst genauso Schwierigkeiten erleben wie alle anderen auch. Aber weißt du, was es heisst? Weißt du, was der Unterschied ausmacht? Sogar wenn es dunkel wird, dann geht dir ein Licht auf. Dann bist du nicht alleine. Und dann wird eben beschrieben von ihm, der gnädig, barmherzig und gerecht ist. Gott selber, der gnädig, barmherzig und gerecht ist, kommt dir nach. Und das Wort gnädig, wer das gehört hat in der hebräischen Sprache, hat ein ganz klares Bild vor Augen gehabt. Es ist das Bild von einem Grossen, der sich niederbeugt zum Kleineren. Von einem Starken, der sich abbeugt zum Schwächeren und sich ihm annimmt. Und weißt du was? Genau so wendet sich Gott dir in der Not zu. Und das Wort Barmherzigkeit bedeutet so viel wie Eingeweide oder Mutterlieb. Der Ort, wo der Schmerz herkommt, wo die Wehen anfangen,
aber genauso auch neues Leben entsteht. Und weisst du was? Der Text sagt, dass Gott genauso mit dir mitfühlt, deinen Schmerz wahrnimmt. Und darum bist du nicht alleine, wenn es feister wird. Vers 5 kommt die nächste Verheißung. Gut hat es, wer großzügig ist und gerne leiht und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln. An einen so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Grosszügige Menschen sind meistens glückliche Menschen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Gottesfurcht löst Grosszügigkeit aus. Man kann grosszügig sein, ohne gottesfürchtig zu sein. Aber du kannst nicht gottesfürchtig sein, ohne grosszügig zu sein. Und darum müssen wir nicht auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein. Wir müssen nicht für uns selber schauen, weil wir wissen, da ist jemand, der für uns schaut. Und darum sind wir gastfreundlich. Darum teilen wir gerne. Darum vergeben wir unseren Mitmenschen gerne, auch wenn es uns etwas kostet. Weil Grosszügigkeit ist das Erkennungszeichen von gottesfürchtigen Menschen. Und dann heisst es im Psalm, wenn du so lebst, dann wirst du nicht wanken. Oder mit anderen Worten, sogar wenn etwas passiert, das dich erschüttert, wirst du fest stehen im Leben. Und du stehst so fest im Leben, dass es anderen Menschen um dich herum aufgeht. Nicht, weil du etwas verdrängst, sondern weil du jemanden hast, der dich stützt, der dich hebt, der bei dir ist. Was für eine Verheißung. Und dann heisst es, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Zurzeit gibt es täglich schlechte Nachrichten. Die Verbreitung des Coronavirus und alles, was wir in den Zeitungen lesen können, kann uns tatsächlich Angst machen. Aber weisst du, Angst lähmt uns und führt uns zu irrationalem Verhalten. Ich weiss nicht, ob du letzte Woche bist einkaufen. Ich bin einkaufen und mir sind die leeren Regale eingefallen. Und so war ich gestern in einem Supermarkt und dann ist mir ein Typ entgegengekommen, der tatsächlich 10 Packungen WC-Papier auf dem Arm hatte. Und nach allem, was ich gelesen habe, bin ich ein bisschen sauer geworden. Ich konnte es nicht lassen, bin auf ihn zu und habe gefragt, was soll das eigentlich? Wir haben keinen Engpass, ihr könnt Omon WC-Papier kaufen. Und sowieso, das Coronavirus löst nicht Dünnschiss aus. Also so viel WC-Papier braucht ihr gar nicht. Und es ist ein bisschen egoistisch den Mitmenschen gegenüber. Der Mann hat mir ruhig zugelassen. Und dann hat er gesagt, ihr habt recht. Aber dürft ihr jetzt bitte das Gestell einräumen? Merci vielmals, René, für diesen super Scherz. Aber die Angst baut tatsächlich um unsere Aufmerksamkeit. Die Regale in dieser Woche waren leer. Du bestimmst, was dein Denken und dein Verhalten darf prägen. Es sind nämlich die Sachen, wo du dich damit beschäftigst, die Sachen, wo du Raum gibst und wo du deine Aufmerksamkeit und deine Liebe schenkst. Und weisst du was? Angst führt nie zu einem glücklichen Leben. Eine der Auswirkungen von Gottesfurcht ist, dass du sogar bei schlechten Nachrichten zuversichtlich und furchtlos kannst bleiben. Weil du weisst, auf wen du kannst vertrauen. Und die letzte Verheißung. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Wer Gott achtet, gibt anderen Menschen Anteile an dem Segen, den er erlebt. Und dahinter steht das Bild vom Seimann, wo Samen aussät, ganz grosszügig. Nicht schaut, was herfällt, sondern einfach grosszügig verteilt. Jesus nimmt das auf im Neuen Testament und er beschreibt das damit, dass wir Salz und Licht sind in der jetzigen Zeit. Und helfen. Im Gruppenchat von unserem Hauskreis hat jemand gefragt, ob jemand für die Tante einkaufen kann. Und innerhalb von einer Minute haben sich 3 Leute gemeldet. Das ist absolut begeisternd. Eine andere Person hat mit dem Filialleiter von einem Einkaufsladen gebetet, der einfach richtig bedrückt war in der vergangenen Zeit. Und wo die Person wiedergekommen ist und mit ihm geredet hat, er sich für das Gebet bedankt und es ist ihm deutlich besser gegangen.
Oder dann, wie wir vor dem Gottesdienst haben gesehen, machen die Winkids Zeichnungen oder gute Sprüche, etwas Ermutigendes, das dann in einem Altersheim verteilt wird, eben an Senioren, die keinen Besuch mehr bekommen können, oder aber sie verteilen sie in ihrem Umfeld. Und da kannst du dich auch daran beteiligen, auch wenn du kein Kind bist. Du kannst entweder eine Zeichnung machen, Gedanken, Impuls, den du hast, auf Papier bringen, einfach um Menschen um dich herum zu ermutigen. Du darfst es natürlich gerne auch an uns schicken, dass wir es dann in diesem Altersheim verteilen können. Und dann hat mir ein Freund aus Deutschland eine super Idee gesteckt. Er filmt nämlich für seine Enkel jeden Tag eine kurze Sequenz und er nennt das Ganze OPTV. Und wenn ich daran denke, wie die Kinder jetzt daheim sind, ist so ein Video von Grossmami und Grosspapi, aber auch vielleicht von sonst jemandem, der einfach ein sensationeller Geschichtenerzähler ist, eine willkommene Abwechslung. Liebes Grossmami, lieber Grosspapi, oder eben liebe Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler, vielleicht ist das etwas, was du jetzt gerne machen in dieser Zeit. Grosszügig sein, Licht aus alt sein. Der letzte Vers ist ein Kontrast zu all dem, was wir bis jetzt gehört haben. Der Gottlose wird es sehen und wird sich ärgern. Knirschen wird er mit seinen Zähnen vor Zorn. Denn was die Gottlosen hoffen, das vergeht. Dazu habe ich von jemandem aus unserem Team die Woche eine ganz interessante Nachricht von einem Arzt in Norditalien bekommen. Und die muss ich euch vorlesen. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Ich habe immer darüber gelacht, dass meine Eltern in die Kirche gingen. Und dann beschrieb er, wie das Coronavirus für dramatische Zustände gesorgt hat und sie gar nicht mehr richtig als Ärzte arbeiten konnten, sondern eigentlich darüber entschieden haben, welche Menschen noch behandelt werden und welche sterben. Und das Ganze hat ihm so zugesetzt. Und er schrieb, als wir schon müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft waren, kam vor 9 Tagen ein 75 Jahre alter, freundlicher Pfarrer mit ernsthaften Atemproblemen ins Krankenhaus. Er beeindruckte uns, als er die Sterbenden an der Hand hielt und ihnen die Bibel vorlas. Wir haben unsere Grenzen erreicht und haben da begonnen, Gott um Hilfe zu bitten. Gestern ist der 75-jährige Pfarrer gestorben. Obwohl wir in 3 Wochen hier über 120 Todesfälle hatten und wir alle erschöpft und zerstört waren, hat dieser Mann uns einen Frieden gebracht, den wir nicht mehr zu finden hofften. In der Stunde der grössten Dunkelheit von seinem Leben hat der Arzt das Segen von der Gottesfurcht erlebt. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Und ich weiss nicht, vielleicht schaust du zu und dir geht es wie dem Arzt. Du hast bis jetzt nicht viel mit Gott am Hut gehabt. Aber die aktuellen Geschehnisse, die bringen dich zum Fragen. Und weisst du, auch du kannst das Segen von der Gottesfurcht erleben. Fang einfach an, mit Gott zu reden, so wie man mit einem Freund redet. Und frag ihn, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig du dir mir. Und uns anderen, alle Zuschauer, lasst uns nach dem Gottesdienst miteinander nochmal den Psalm 112 lesen. Und dann frag dich, tausch mit deinen Mitbewohnern aus, mit deiner Familie, deinen Freunden, deinem Ehepartner, wer auch immer bei dir daheim ist, welche Aussage von diesem Psalm dir besonders entgegenkommt. Und dann frag dich, was der Heilige Geist dir durch diesen Psalm möchte sagen. Und vielleicht gibt es so Gebote aus der Bibel, die dir bis jetzt eigentlich spiessig oder lebensfern geschonen haben. Könnte es sein, dass Gott dir in dieser Zeit wie einen neuen Blick auf seine Gebote möchte geben. Jetzt, wo wir die Nützlichkeit von solchen unangenehmen Weisungen vom Bundesrat in dieser Zeit erleben. Und jetzt zum Abschluss kommen wir zu einer Zeit, wo wir miteinander beten wollen. Und ich lade dich auch daheim noch mal dazu ein, doch einfach aufzustehen. Wo stehend betet es sich besser. Genau. Wir wollen zusammen beten, weil ich glaube, gerade in dieser Situation ist es nicht nur so, dass wir selber irgendwie müssen rankommen, wie wir den Alltag gestalten, wie es uns geht, sondern wir haben immer mit Gott
die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen, ein Segen zu sein für Menschen, uns auszustrecken nach seinen Wundern und dass er einfach eingreift. Und so wollen wir jetzt zusammen einfach beten für verschiedene Situationen auf der Welt und verschiedene Menschengruppen. Als erstes möchten wir gerade für die Flüchtlingssituation beten in Griechenland. Ein Freund aus der Vineyard Langenthal ist schon ganz lange in Lesbos und tätig und mit dem Projekt One Happy Family, vielleicht habt ihr von dem gehört. Und das Lager Moria, wo 19'000 Flüchtlinge sind, braucht jetzt einfach unsere Gebetsunterstützung, dass das Virus nicht dorthin kommt. Sie sind auf engstem Raum zusammen, es ist unerträgliche Situationen und wir wollen einfach zusammenstehen und beten, dass das Virus dort nicht wüten darf, dass die Menschen an einen anderen Ort kommen, wo sie geschützt sein dürfen. Und ich glaube, da braucht es wirklich ein Wunder. Und wir wollen einfach für das beten, dass das möglich wird, dass plötzlich Türen aufgehen. Beten wir alle zusammen gerade für das Anliegen. Wir wollen genauso beten für Italien, wo im Moment dramatische Zustände sind. Und ich glaube, wir können das Tessin gerade mit einschliessen. Wirklich für die Spitäler, für die Menschen, die dort arbeiten, für die Situationen. Einfach, dass es schnell vorbeigeht, dass schnell Hilfe kommt, dass Gott einfach eingreift und dass sie Energie und Kraft behalten. Wir beten zusammen. Ich möchte aber auch beten für alle Menschen, die krank sind. Jetzt nicht nur mit dem Virus, sondern auch sonst Menschen, die ihr kennt, die in unserem Umfeld sind, die erkrankt sind, wo es nicht gut geht, die im Spital sind oder auch daheim. Wir beten einfach für die Menschen, die gerade, die dir in den Sinn kommen, die du kennst. Und zum Schluss möchten wir für das Gesundheitswesen beten oder auch alle Menschen, die jetzt noch mehr gefordert sind und enorme Leistungen bringen. Wir haben ja um 12:30 geklatscht für sie und wir waren auf dem Balkon. Es hat mich mega berührt, ich hatte Tränen in den Augen, einfach zu wissen, dass sind Menschen, die sich jetzt mega investieren für das Land. Und ja, beten wir einfach für sie, dass sie gesund bleiben, dass sie Kraft haben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Amen. Mir ist es so gegangen, wie der Caro wir sind. Also dort hier auf dem Balkon gestanden und ich habe wirklich heulen, weil es mich so berührt hat. Und ich weiss, in der Vineyard Bern gibt es ganz viele Menschen, die im Gesundheitswesen danken. Und ich möchte dir vielmal Merci sagen. Hier in dem Sinne nicht nur ein Klatschen, sondern verbal vielen Dank, dass du dich einsetzt, dass du deine Zeit, die jetzt sicher auch strapaziert wird, einfach dort hier gehst und dich kümmerst um Menschen, die krank sind. Vielen herzlichen Dank. Ja, und in jedem Gottesdienst machen wir auch eine Kollekte. Zum Abschluss. Durch die Kollekte machen wir das Geben ganz praktisch. Weil fast alles, was wir machen, gemeinnützig ist
und auch von Menschen genutzt wird, die nicht Teil der Vignette Bern sind, kann man Spenden an die Vignette Bern ja von den Steuern abziehen. Und das ist cool und hilfreich. Aber aus diesem Grund sind für uns die Sonntagskollekten noch wichtig. Weil der Teil, der eben nicht gemeinnützig ist, sagen wir Gottesdienste, solche Treffen, Gebetstreffen, die tun wir durch die Kollekten, die wir am Sonntag zusammenlegen, finanzieren. Und darum sind die Sonntagskollekten für uns in diesem ganzen Teil richtig wichtig. Du kannst dich jetzt bei dieser Kollekte über Twint mit einer Online-Spende, aber genauso oder eine Überweisung auf der Bank beteiligen. Vielen herzlichen Dank dir für dein Mittragen dort hier. Und wir lassen die Folie einfach noch ein bisschen eingeblendet, auch wenn der Gottesdienst wir jetzt gerade abschließen, dass du gut noch dein Handy kannst holen kannst. Vielleicht willst du ein Foto machen. Genau. Vielen herzlichen Dank für dein Mittragen. Ja, dann kommen wir schon zum Schluss von diesem Gottesdienst. Hey, es ist mega, mega schön, bist du dabei gewesen. Es hat Leute aus anderen Ländern, China habe ich gesehen, aus Österreich. Liebe Grüße. Und ja, Leute vom Elsass haben geschrieben, Leute, die sonst vielleicht nicht da sind. Aber einfach so schön, dass wir auch so Gemeinschaft haben. Es hat mich mega, mega gefreut zu sehen, wer alles geschrieben hat. Es ist mega schön, dass wir in dieser Situation so zusammenstehen können. Wir beten diese Woche weiter. Nehmt unbedingt den Vers Psalm 112 mit. Leset doch den nachher gerade noch zusammen und diskutiert, was das für euch bedeutet. Und ich glaube, es ist wirklich eine Zeit zum Zusammenstehen. Ich habe das T-Shirt ja angelegt, das ist nicht Zufall. Love your neighbor zählt jetzt erst recht, auch wenn es etwas ganz anderes könnte bedeuten, eben nicht mit umarmen und direkt, sondern auf neue kreative Art und Weise. Aber du kannst Salz und Licht sein in deiner Umgebung, mit Menschen, die du Kontakt hast. Und lass uns diese Woche das wirklich leben, dass wir Salz sind und Licht für andere Menschen, dass wir Gemeinschaft so neu erfinden können. Und so möchte ich dich einfach segnen für diese Woche und du einfach noch einen Segensspruch sagen. Du darfst gerne aufstehen dazu. Und empfangen, genau. Ich segne dich für diese Woche, was immer kommen, was immer du erlebst in deinen 4 Wänden, auf deinem Balkon, auf dem Spaziergang, dass du Gottes Gegenwart erfährst. Dass du nahe verbunden bist, dass keine Angst, keine Furcht dir in die Nähe kommen darf. Dass du stark bist, dass du tröstet bist, dass du Hoffnung hast. So viel, dass du weitergeben kannst und du Salz kannst sein, ein Gewürz für deine Umgebung. Eine Veränderung kannst machen mit dem, was du denkst, tust und sagst. So sei gesegnet in dieser Woche mit Kraft und Hoffnung. Tschüss zusammen.